Amarang im März, ein Bilderbuchdorf in Oberbayern. Hier vermutet man eher Kühe als Kängurus. Na, grüßt euch. Geht's einer? Schauen wir hinten. Josef Flötzinger lebt auf dem Bauernhof seiner Vorfahren, der von jeher im Nebenerwerb genutzt wurde. Von Kindesbeinen an hatte er Tiere um sich herum. Das hat sich bis heute nicht geändert. Vor fast 30 Jahren hat der gelernte Industriemechaniker seine Leidenschaft für Kängurus entdeckt. Und mittlerweile lebt eine ganze Herde bei ihm. Schauen wir mal. Wenn Sepp ruft, lassen sich seine Schützlinge nicht lange bitten. Da ist er ja. Ja, das sind friedliche Tiere. Die sind, wie gesagt, leise, die kommen nachher. Also die Wallabies, die sind ja richtig Schmusetiger. Der graue Riese ist distanzierter. Die muss man mal angelangen. Das ist ein richtig schönes Fell. Das sind brave Viecher. Im Frühjahr ist eine spannende Zeit, weil die Kängurus Babys bekommen. Die ursprünglich aus Australien stammenden Tiere sind Vegetarier. Äpfel und Bananen mögen sie besonders gerne. Sepp hält 2 Arten: graue Riesenkängurus und Rotnacken-Wallabies. Bei diesen schauen im März bereits 4 Babys aus dem Beutel heraus. Die Geburt kriegt man normalerweise nicht mit, weil es so Gummibärle ist, sage ich mal. Das, wo durch die Geburtsöffnung rauskommt. Dann wandert sie über eine Schleimspur in den Beutel rein. Nachdem es noch nicht fit ist, sucht sie sich eine Zitze raus. An der beißt sie sozusagen fest. Und die Milch kriegt dann im Einspritzverfahren rein. Jetzt sind die älteren Wallaby-Babys rund 7 Monate alt. Das Fell wird immer dichter und dunkelt nach. Wann werden sie wohl kräftig genug sein, um den Beutel verlassen zu können? Sepp weiß, wie schwierig das für die Kleinen ist. Die Känguru-Mami kann ja nicht helfen. Nein, die steht bloß da und sagt, mach einmal. Und ja, anders schaut sie einen Grimme und das ist auch spannend. Ne? Schafft es nicht. Mal sehen, wann es soweit ist. Jetzt muss er sich erst mal darum kümmern, dass es seinen Kängurus weiterhin gut geht. Sie müssen genügend hochwertiges Heu haben. Nach der Mahd wird es nur einmal zum Trocknen gewendet, damit es nicht so viele Bestandteile verliert und genügend Nährstoffe behält. Im Stall halten sich die Kängurus kaum auf. Der Stall, der hat ja auch seinen Sinn von der Abmaße her. Weil vom Fangen her, wie fangst du? Da hinten habe ich einen Saustein, da laufen sie das ganze Jahr durch, weil die haben sie ja gewohnt, ist ja kein Problem nicht. Dann macht du eine Seite zu. Ja. Und dann hast du eine Einbahnstraße. Und dann spannt man schon, dass du Kraft in den Füßen haben, wenn du das einmal hast. Weil die Känguru nimmt man in der Schwanzwurzel. Sonst kostet er nicht mehr wie ein Hasen oder irgendwas. Die Kängurus brauchen auch Baumrinde zu fressen. Doch jede mögen sie nicht, die vom Apfelbaum aber gerne. Ein Nachbar hilft Sepp, die Rinde zu beschaffen. Lärm können die grauen Riesenkängurus gar nicht ertragen. Deswegen sägt Dieter Weitzel mit der Hand. Den Wallabies machen laute Geräusche weniger aus. Der Wallaby, der schaut uns zu und sagt, da schau ich mal, was er macht. Und der graue Riese, der sagt, ich weiß nicht, was machen, aber jetzt laufen wir vorsichtshalber mein Leben. Ja. Und den Stress müssen wir nicht oder, weil die ein bisschen gefährdet sind vom Stress her. Da haben wir auch schon umgefallen, da haben Böllerschützen und dann haben sie eben tot und das muss nicht sein. Bei Lärm wie etwa an Silvester können die grauen Riesen nicht abhauen. Dafür sorgt der 2 Meter hohe Zaun, den nur Männchen überspringen könnten. Doch die bleiben stets bei ihren Weibchen. Die unerschrockenen Wallabies versuchen gleich an die begehrte Rinde zu kommen. Sepp muss aufpassen, dass sie nicht verletzt werden. Dieter Weitzel hilft gerne. Auch ihm haben es die Kängurus angetan. Es ist so ein bisschen eine beruhigende Ausstrahlung haben sie schon, ja, das stimmt. Es tut einem, ja, wenn man überhaupt so ein Tier sich anschaut und das Tier so ruhig und gelassen, fängt man auch an und wird also ruhig und gelassen. Also so sehe ich das jetzt so halt immer, ja.
Die Apfelbaumrinde ist begehrt bei den Kängurus. Sie enthält viele Vitamine und Spurenelemente. Die sind gerade für die Mütter wichtig, die ihre Babys stillen. Denn die sollen schließlich groß und stark werden, um bald den Beutel verlassen zu können. Sepp gönnt sich eine Pause. Jetzt hast du es knappern. Zu seinen Kängurus kam der Amaranger nicht ganz freiwillig. Früher hielt er Wildschafe. Da hatte er noch kaum Nachbarn. Doch als um seinen Hof immer mehr gebaut wurde, störten sich die Leute an den Geräuschen und dem Geruch der Tiere. Dann hat es direkt ein bisschen sabotiert worden, also mit Feuerzeug einen Zaun aufgeschmolzen und das fahrbare Wagerl ist sabotiert worden. Und dann habe ich gesagt, den kriege ich nicht gewinnen. Und ja, Känguru ist auf Haus, ein schönes Viech, auch wenn man es nicht hat. Und das ist heimgekommen, das habe ich dann in Krefeld, also in Nordrhein-Westfalen rum, war ich Trauzeuge und der hat dann gesagt, dass da hinten einer ist, privat. Und dann haben wir gedacht, wenn es der kann, ist auch. Und dann habe ich gesagt, okay, das war der Startschuss. Gell. Und so bin ich zu meinen Viechern gekommen. 8 Wochen später gibt es einen Grund zu feiern. Der Wallaby-Nachwuchs verlässt den Beutel seiner Mütter. Deshalb will Sepp für seine Kängurus ein besonderes Schmankerl holen. Sein Ziel liegt im Ortskern von Amerang. Das Feinkostgeschäft Peudel. Ja, jetzt habe ich mir die Spende von da erinnert. Die Chefin sagt dabei, das ist eine Win-Win-Geschichte. Sie weiß nicht, was mit dem Brot machen möchte oder kann, sonst wird es weggeschmissen. Und meine Tiere freuen sich, was jetzt die Hühner, Enten oder die Kängurus sind. Er hat seinen Besuch bei Jeanette Mouchard vorher angekündigt. Sepp, grüß dich. Aber ich bin mal wieder da, gell? Ja, grüß dich. Wir haben schon hergerichtet. Super. Gell. Ja, das mal was nicht Spaß haben. Ja, ich hoffe, es reicht für deinen Nachwuchs. Wir kommen jetzt auch mal runter und schauen es uns an. Die Geschäftsführerin hat auch ein Herz für Tiere. Ja, ich find die total süß. Ich finde auch schön, dass er sowas macht hier in Amerang. Und deswegen unterstützen wir ihn ja auch schon seit Jahren mit unserem Brot, das übrig bleibt. Wieder zurück will Sepp gleich die Kängurus mit dem Brot anlocken, damit er den Nachwuchs näher betrachten kann. Bei den Wallabies können schon 6 Jungtiere den Beutel verlassen. Sie sind etwa 9 Monate alt. Ein weiteres müsste auch bald soweit sein. Ob er wohl beobachten kann, wie ein Kleintier aus dem Beutel rein oder rausschlüpft, vielleicht sogar zum ersten Mal. Es darf in dem Augenblick kein Stress für die Muttertiere sein. Weil die kann das Junge nicht helfen. Das muss sie selber den Weg finden. Die bleibt erregungslos stehen. Das Einzige ist, wenn es in dem Augenblick, da ist noch nicht so wenn sie das erste Mal macht, ist es noch nicht so befällt. Wenn es an diesem Tag kalt wäre, dann kriegt es schnell Untertemperatur. Das ist blöd. Aber ansonsten, wie soll ich sagen, springt unter dem Vorbeilaufen rein. Also das ist eine Trainingssache. Nicht nur die Wallabies. Auch die grauen Riesenkängurus haben Babys bekommen. Sie sind aber erst 4 Monate alt und schauen noch nicht aus dem Beutel heraus. Heute sind Sepps Töchter da. Das Kleine, das frisst schon mit. Die jungen Kängurus möchte sich auch Rosalie nicht entgehen lassen. Mich freut's mega. Mein Papa macht das eine Riesenfreude und ja, sie sind doch auch immer schön anzuschauen, die Kleinen, wenn sie dann so reinhüpfen und wieder raus oder ja, ein bisschen drum kämpfen mit der Mama, weil die dann doch keinen Bock mehr hat oder so. Bisher sind die Kleinen an diesem Nachmittag nicht so aktiv. Doch hier kann immer etwas passieren. Vor 10 Jahren war ein 8 Monate altes Baby der Parma-Wallabies, so heißt eine kleinere Art, bei Schnee aus dem Gehege geraten. Es war total unterkühlt und von der Mutter nicht mehr angenommen worden. Die Flötzingers versuchten es aufzupäppeln. Emily war damals fast 7 Jahre alt. Ja, ich fand's sehr, sehr cool eigentlich. Ich habe mir auch öfter so eine Jacke zum Beispiel umgebunden und dann auch wie so ein Beutel sozusagen saß sie dann auch öfter drin. Und ich fand die Erfahrung mega, mega schön. Und auch mal so ein Känguru einfach bei uns in der Wohnung rumhopsen zu lassen, sag ich mal. Ja, war mega. Inzwischen hält Sepp keine Parma-Kängurus mehr.
Der Nachwuchs der größeren Rotnacken-Wallabies hat bessere Überlebenschancen. Das Junge dieses Muttertiers ist so groß, dass es jederzeit den Beutel verlassen könnte. Hoppla, jetzt ist es einfach herausgerutscht. Und was passiert mit dem Nachwuchs? Ich habe Nachfragen von Streichelzoo, vom Erlebnispark, von Private, von Auswanderern, von keine Ahnung was. Also ich konnte jeden, innerhalb von 2 Monaten konnte das privat schon ziemlich weiterverkaufen. Ja. Aber das ist ja nicht Sinn der Sache, ich will es ja da lassen. Ne. Ich hoffe, dass das noch lange dauert. Ne. Jeder hat einen Vogel, der meiner hupft. Sepp und seine Töchter freuen sich über den aktiven Nachwuchs der Wallabies. Für den Kängurufreund haben sich alle Mühen der Aufzucht gelohnt. Jetzt hofft er, dass auch die beiden Babys der grauen Riesen bald munter aus den Beuteln schauen werden.